Haut sie mir heute zu Dietling für über Mobilität zu schwätzen und dafür hast du noch die responsable Chefin bei mir. Hallo Claudia. Moin Steve. Ja, weißt du mir mal ein bisschen, erzählst du mir mal ein bisschen ja, ich meine, wir können ein Tierchen machen und dann erzähle ich dir gerne etwas darüber. Gute Idee, das machen wir. Ja, wie ich andererseits unschwer erkennen kann, spielt der Velo als Dietling auch eine große Rolle. Und die Stadt Dietling hat auch viel für die Velosfahrer gemäht. Was hast du geschieht an der letzten Zeit? Ja, wie du richtig siehst, dass ganz viel geschieht als Service von der Zirkulation auf dem Sport. Die haben ein globales Velos-Konzept ausgeschafft und wir sind am Gang, das dann noch umzusetzen. Wir haben die Velosphäre durch Kartchen gezeichnet, nicht nur durch Machgas, und Boden auch durch Schilder, für eben zu gucken, dass den ruhig von A auf B kommt durch die Kartchen. Dann ist es auch so, dass wir unsere Velosphäre vom Skaterpark bis bei den Centre culturel fertiggestellt haben. Und noch eine ganz große Verbesserung an Sache, dass wir besser mit Nationalvelosphäre angebunden sind, sind dem eben die Velosphäre von Dietling auf Peterburg fertig ist. Aber wenn man ein Problem mit dem Velo hat, dann kriegt ihr auch halt zu Dietling geholfen. Genau. Wenn es ein kleines Problem ist, dafür haben wir gesucht, dass ich das doch selber machen kann. Wir haben 3 Velos-Fleckstationen durch die Dietling gesagt. Und da kannst du dann die kleinen Platten oder die kleinen Ärtchen auch selber flecken. Ja, wenn ich dann nicht mit dem Velo oder mit dem Auto zu Dietling bin, dann sind wir auch mit dem öffentlichen Transport ganz gut versorgt. Ja, ich meine, wir haben heute 4 Zugkehren zu Dietling. Das heißt, Zerwels, Zisch, können Sie bis auf Peterburg an die Stadt und natürlich aus der Stadt weiter an Deisling oder auch an das Ausland. Da sind wir natürlich mit dem TIS ganz verwandt. Du kannst mit dem TIS-Netz durch den ganzen Süden. Mon RGTRs Busse nennen just 305 für bis auf Peterburg oder der Krakelshaft, den 207 direkt zugebunden und den Kirchbirch. Und dann zu guter Letzt natürlich für Andiedling haben wir noch einen Citybus, sodass wir effektiv heute Dietling ganz gut gebunden sind. Und noch Velokstationen gehen der ganze Gruppe zu Dietling, das ist auch ein ganz großes Succès. Ja, das ist richtig erkannt. Wir haben mittlerweile 12 der Stationen hier in der Dietling. Das sind noch leider Elektro-Veloen, was ganz flott ist. Dann brauchst du nicht allzu viel Muskelkraft, wenn du mal wie es abgeht. Du kannst natürlich mit dem Velo nicht nur hier zu Dietling dich weiter bewegen, wie durch den ganzen Süden und all die Gemeinden, die angeschlossen sind. Und als Nopisch Gemeinden sind da doch, das ist natürlich ganz praktisch. Das Jahr sind 2 Neustationen beikommen gewesen, das ist der Riebesprung an Lenkeschlei. Wie gesagt, wir werden noch dummer dann weiterfahren. Und da gibt es natürlich schon ein ganzes Evenement rund um den Velo zu Dietling. Richtig. Ich meine, wir hatten das Jahr für dich beim Velo Sommer mitgemacht. Und das Ministerium hat ja auch schon angekündigt, dass das vielleicht ein bisschen in einer veränderten Form nächstes Jahr wiederholen. Und wir sind da natürlich nicht aufgeneigt, auch mitzumachen. Dann haben wir auch alle Jahre so bei unserem Mobilitätstag, wo doch immer das Velo einen ganz grossen Platz. Und dann hat man das Jahr natürlich ein Evenement Fahrrad zu Dietling, was ein Velo zu Lützeburg anbelangt, nämlich der Contre-la-Montre vom Tour de Lützeburg. Wo ganz viele Leute dabei waren. Genau. Und der wir nicht vergessen, auch für die Leute, die kein Profi sind, haben wir auch als Veloschule, wo Kinder und auch Adulten, die nicht Velo fahren können lernen. Und auch punkto Verkehrsberuhigung, also das ist ja in der Welt viel geschieht. Ja, ganz genau. Wir haben ja Horizont als ein Parking residentiell auf ganz Dietling dann ausgeweitet. Auch das trägt zur Verkehrsberuhigung bei, weil dann nicht mehr jeder durch die Kartchen fährt, ob das ist noch ein gratis Parkplatz. Und dann haben wir auch an unseren Zone 20 und Zone 30 angefangen, so Höcker, Knubbeln, Fachjargon heißt das Berliner Kissen zu installieren. Und auch das trägt natürlich dazu bei, dass ein Autofahrer eben an den 20 und 30 Zonen so bremsen. Aber was ist dann punkto Mobilität an Long-Term heute Dietling noch geplant? Ja, dafür sind wir am Gang, einen Sump aufzustellen, das übersagt auf Lützeburg einen nachhaltigen Mobilitätsplan. Da gibt es eine Arbeitsgruppe, wo alle guten Parteien aus dem Gemeinderat dran vertreten sind, dann natürlich auch als Service und Experten. Und da sind wir eifrig an den Reunionen am Gang mit arbeiten, für eben Horizont 2030 auch zu gucken, wie eine nachhaltige Mobilität für Dietling kann aussehen, was die Prioritäten sind und was wir dann noch wollen und können umsetzen. Ja, dann soll ich dir mal vielmals merci für die Zeit. Na, merci auch. Ja, das war es für heute. Bis geschwind. Ciao. Ade.